eiskalt ist es hier am Fuße des Hebraberges. Also, ich glaube zumindest, dass das Teil irgendwie so heißt. Egal, wir kommen zurück zu Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und, ja, mal gucken, wir den Turm in Betrieb nehmen, Karte kartografieren, wie man so schön sagt. Und vielleicht noch eine Glyphe holen. Also eine Geoglyphe, wohlgemerkt. Die Frage ist zwar, sehe ich die überhaupt hier? Mit dem ganzen Schneesturm von den anderen Schreien ist doch auch cool. Ernsthaft, die kommen gar nicht so hoch? Krass. Ja, viele Türme sind es nicht mehr, wa? Ich glaube, 5 Stück sind es noch insgesamt. Aktualisiert, sehr gut. Da ist der komische Wirbelsturm. Da kann ich wohl eher nicht reinfliegen, war. Das stelle ich mir jetzt ein bisschen problematisch vor. Genau, da hinein nämlich. Ansonsten haben wir noch die Region oder die Karte oben. Die hier, die ist schon offen. Ah, warte mal, sind es doch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es jetzt noch. Okay, trotzdem geht's voran. Oh, wenn wir da hochkommen, wa? Okay, okay. Waffe, habe ich die? Okay. Gerne in den Rand schleichen, wenn ich ehrlich sein darf. Also nur ein Beta-Konstrukt war in Anführungszeichen nur. Okay, was haben wir hier oben sonst so? Frostkraut, ein Hitzeschutzeffekt, okay. Können wir dann natürlich für Eldin gebrauchen. Also für das Gebiet Eldin, wohlgemerkt. So, dann wären wir hier ein bisschen Frostkraut. Und jetzt soll ich hier hochsegeln oder was? Jo. Man soll kurz abwarten, bis die Batterie da voll ist, weil ich verbrauche so ja keine Batterie. Also Batterie verbrauche ich schon, aber. Oh, so ein Konstrukt. Frage mir, soll das mal so markieren? Oh, das ist gar nicht der, war also der hier unten. Gehen wir sicherheitshalber, damit wir wirklich sicher sind, ob es die richtige Insel ist. Oh, fast, wa? Doch nicht, ist der da hinten. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Egal. Wie hoch komme ich damit wohl? Frage ich mich tatsächlich. Ein paar Dinger sind da oben noch. Das
Sturm ist trotzdem erst da. Trotzdem sieht es nicht aus, als wäre ich hier schon voll im Sturm drin. Krass. Krass, krass, krass. So, ich komme noch nicht ganz rüber. Warte mal, ich merke gerade, eine Markierung vom Turm ist ein bisschen, mit dem Gegner ist ein bisschen weiter unten, wa? Also sprich gerade direkt darunter. Weil da haben wir einen Schrein plus einen Kapselspender. Wieso hat es da so... Okay, frag nicht weiter. Gefrorene Eisflächen. Gut, Eis ist immer geworden. Aber trotzdem. Kann man sich das doch fragen. Du. New balls, please. Irgendwas Neues dabei? Gab nicht, wahr? Was sagt die Karte? Ich habe auch alles hier, okay? Kann man ja so machen. Aber es ist lustig, weil ich meine, ich bin jetzt hier hoch oben, also viel höher geht gar nicht. Aber kälter wird es auch nicht. Bestimmt ist es so, dass es irgendwelche Gebiete halt wieder hier in der Hebelregion gibt, die dann wirklich extrem kalt sind, einfach so. Also ein bisschen just for fun. So, das hier ist ja eben auch einer der relativ frühen Schreine, die man erreichen kann. Weil es allein von der Hauptstory her, sagt man ja, oh, geh bitte mal da in die 4 Regionen. Und hier hoch kommt man ja relativ easy. Also ich glaube, die Prüfung ist wirklich nicht eine Verteidigung, also nicht nur wirklich schwierig. Werde ich angegriffen? Überraschung! So, das Ding ist endlich weg, Gott sei Dank. Ja, da haben wir uns aber auch gleich. Schade, schade. Okay, also wie sonst noch? Und so ein Flammenwerferkopf. Heißt eigentlich, könnte man gut damit fusionieren, wa? War eigentlich schon im zweiten. Der andere hält noch ein bisschen. Eine Waffe damit brauche ich auch nicht. Ja. Aha. Burn, Baby, burn. Was zum... Steinplattenschild, die Idee gar nicht mal so schlecht. Okay, darunter ist nichts. Brauche ich das hierfür irgendwo oder brauche ich das, um da durchzukommen?
Wohl eher war. Mr. Flammenwerfer. Ich brauche sie nochmal. Für eine klitzekleine Truhe, da wäre ich froh um dich. Holzpfeile, gern gesehen, immer gern gesehen. Okay, dann schnell da durch. So schnell es noch geht irgendwie. Ja, servus. Wow. Raketen, ernsthaft? Ah, kontern, Ding, kontern. Schade. So, überall Raketen, kann man schon vorstellen, worum es geht, bis ganz nach oben. Braucht natürlich ein Schild damit zu fusionieren, wa? Weil sonst wird es schwierig. Ich versuch's mal damit, komm. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Gut, die Schilde sind irgendwie Mangelware geworden. Bin echt überlegen, ob man doch langsam mal sicher mal einen bestimmten Schild holen soll. Die Rede ist natürlich vom Hylia-Schild. So. 3 Segenslichter. Schön, schön. Ein paar Konstrukte da vorne, glaube ich. Keine Wachen, nix. Ah, eine alte Karte nochmal für den Untergrund. Sehr gut. Sehr gut. Nord, wo ich eigentlich schon war. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir natürlich. Kommen wir da rüber? Jo. Problemlos, vor allem problemlos, aber wenn ich von mir nichts habe. Wow, Hyrule Tanzapfen hoch im Himmel. Mhm. So, was soll das jetzt hier werden? Okay. Unerwartet, muss er zugeben. Ein Flammenwerfer. Ja, mehr als nicht, oder was?
Den Effekt hier finde ich aber cool. Wie du direkt auch siehst, wie irgendwie alles ein bisschen mehr und mehr zersplittert. Das gefällt. So, oh. Ja, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Okidoki, dann bin ich jetzt hier oben, glaube ich, soweit auch fertig. Nach hier relativ weit geflogen. Ich glaube, ich nehme mal das da zum Angriff und guck mal. Jetzt werde ich hier unten irgendwo noch einen der Glyphen finden. Irgendwo habe ich doch eine vorhin gesehen. Das ist noch ein Heißluftballon, war. Da ist ein Wächter, den will ich noch nicht begegnen. Mit Raketen dran, okay, aber für nach oben. Gut, geht natürlich auch so. Was haben wir da? Da vorne ist eine Glyphe, die kennen wir aber. Das ist jetzt nicht die Glyphe, die ich gerade gemeint habe. Oder auch Geoglyphe genannt. Du siehst aber hier oben noch kaum was. Den aber siehst du schon. Wieso ist hier auch einer? Der wäre da drüben gewesen. Und tschüss. Das ist doch die Geoglyphe, die wir vorhin gesehen haben. Hm, hier ist ein Schrein, da ist ein Schrein. Wenn wir rein zum Dorf der Orni aufmachen, kommt einfach so ein scheiß Eisdach entgegengeflogen. Ist ein Excelforce da unten? Jo. Eisfledermäuse. Auch fies. Ein neuer Schrein. Ein Schrein der Hebraberge. Okay, so wie dazu. Oh, können klappen, oder? Nein, natürlich nicht. Oh, war doch was. Ja gut. Theoretisch schon, ist noch keine Person da. So was drüben gerade? Hier ist ein Eisdrache. Hier ist ein Monsterlager. Da sind was am Futter und wohin lassen wir sie kommen. Der Mond war das, was ich vorhin gesehen habe, glitzern. Aua. Seid ihr auch solche, wa? Ja, sind alles Freunde. Ein Freund, ein guter Freund. So, komm. Wenn wir schon mal hier sind. Wie kommen wir von hier aus in Ornis? Irgendwie. Ja gut, einfach runtersegeln theoretisch, wa? Der ist doch jetzt da schon im Felsen. Warte mal. Umsichtig ausweichen. Da sagt er mir. Oh, zerbricht gleich. Das ist nicht gut.
Ah, deswegen. Verstehe. Mhm. Wow. Gefühlt geht das gar nicht. Scheiße. Den ich nehmen kann ich auch nicht. Wozu ist denn überhaupt da? Soweit dazu. Ich bin gerade erschrocken. Ja, komm, also. Ich muss ja durch, schön. Das kann eine Weile dauern, Freunde. Also. Aber knapp. Oh, das ist schon fertig. Nein, ich wollte noch die Truhe holen. Da vorne war noch eine Truhe. Scheiße. Truhe verpasst. Naja, andererseits. Bevor ich durch bin. Und sei wähle in solchen Dingen ist meistens eh nichts Besonderes drin. Junge, Junge. Was für ein Stress, ey. 4 Segenslichter, noch ein Herzcontainer mehr oder ein bisschen mehr Ausdauer. Schwierig zu sagen. Was ich da eher machen soll. Ich glaube, das ist davon ab, was ich als nächstes so grob auch von der Story her zu machen. Wenn es echt jetzt ein bisschen darum geht, auch Bossen zu besiegen, vielleicht nochmal einen Herzcontainer. Wenn es darum geht, noch ein bisschen zu erforschen, vielleicht eher Ausdauer. Ist das eine Monsterhöhle dort oder ist es einfach sonst Feuer? Höhle der Hebra Südspitze. Okay. Gut, ist nur entdeckt, da sehe ich auf der Markierung der Karte, dass da noch was zu holen ist. Wie sieht es eigentlich bei den Dingern hier aus? Sehe ich bei solchen Schreinen auch, ob ich die Truhen alle mitgenommen habe? Nö, sehe ich nicht, wa? Schade. Das wäre vielleicht irgendwie auch ein Haken dran oder so. Ein Haken an der Sache. Genau, von hier war ich ja. Also hier ist eigentlich schon so gedacht, dass von hier aus die Brücke halt da und deswegen geht es hier nicht weiter, aber eigentlich ist das Dorf der Ornia hier. Also was ich hier gerade mache, ist einfach nur außen herumlaufen. Was ich auch so gekonnt hätte. Okay, komm. Höhle gefunden ist gut und schön. Ich hätte aber echt gerne eine Geoglyphe. Doch, ich hätte schwören können, ich hätte ja eine gesehen. Ich hätte schwören können. So, kein Blutmond, oder?
Ne, sieht nicht so aus. Ist eh schon vorbei, abgesehen davon. So. Da vorne ist eine, aber ganz ehrlich, da ist eine andere. Da ist die hier, die wir schon mal gesehen haben, irgendwo hier oben. Ich spiele jetzt einfach total, das ist nur die andere Variante. Das Schneesturm hat echt schwer, hier was zu sehen. Abgesehen davon fliege ich gerade zum Dorf der Ohren, ich merke gerade. Dann könnte es doch die Glyphe sein, wa? Doch, dann muss das sein. Die ist so weit hinten. So ein paar Ausdauersachen habe ich ja noch. Füllt zwar nicht gerade so mega viel auf zum Teil, aber ey, ist auch nicht sonst, von wo aus ich da jetzt da hochsprinten sollte, um die Glyphe zu finden. Von hier aus oder von dem Turm aus, ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig gefühlt. Bin auch sehr langsam unterwegs, sehr wohl gemerkt. Dafür sehe ich überall ein paar Schreine. Einfacher von oben her. Ja, definitiv, ja. Hier müssen wir eigentlich erstmal hin. Zu den Dingern. Das heißt am besten wieder irgendwie mit einem herabfallenden Felsen oder so. Hm? Oh! Aber Felsen. Der schon wieder, ey. Nein, jetzt mal helfen nicht. Jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. So, das Dorf der Orni hier. Schön. Holen wir uns nachher. Gott, ist hier noch weit weg, ey. So. Habe ich sonst eine Chance, da irgendwo in die Nähe zu kommen? Sieht nicht so aus, wa? Ein Gefallen tue ich mir nicht gerade damit. Muss ich leider zugeben. Oh, extrem kalt plötzlich. Interessant. Okay, ich habe noch was. So, mal die hier. Krass, wenn ich hier Kälteschutz auf 2, aber der Schneesturm ist weg. Hä? Wie geht das denn?
Sehen wir mal das Ding noch. Moment. Das ist... Ah, die Geoglyph ist... Oh nein, oh nein. Oh, die ist ja dort. Ich fliege den Weg zurück. Deswegen kam es so lange vor. Mensch. Naja. Shit happens. Pferdchen ist auch weg. Vielleicht können wir gleich ein neues Pferd holen. So, warte mal. Da drüben. Darüber muss ich. Gut. Da muss ich noch mit dem Kleeblatt-Kurier-Kumpel noch schnell hin. Aber alles nachher. Da sind die Eier. Ein Hoch auf ein bisschen mehr Ausdauer, wa? Oh. Deswegen will ich hier noch nicht hin. Verstehe. Warte mal, war ich denn hier schon mal? Nee, oder? Doch, natürlich bin ich hier durchgeritten vorhin. Ja, ich habe gesehen, da ist noch ein Krog gewesen. Dazu später mehr. Du, 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 du. Was zum... Okay. Ein Monster versteckt oder so, keine Ahnung. Okay, hier haben wir also einen dieser Geoglyphen. Also irgendwo ist hier wieder eine Träne, eine Drachenträne. Das ist keine allzu große, müsst ihr relativ schnell finden. Aber dazu, dass es nicht so groß ist, hä? Oh, praktisch wäre jetzt Rivale Sturm. Und hier ist es nicht, könnte es... Ne, da ist auch nichts. Weiß eh schon. Ah, okay. Ist Imper da vorne oder was? Tatsächlich. Entschuldigung, einen gesehen vorhin. Oh, das ist nur ein Krog. Entschuldigung. Ja, ist eine Freundin von mir, war. Ich meine, er gibt uns extra einen Krogsamen und ich so. Du bist ja das, was ich wollte. Zack. Fällt auf den Kopf.
Habe ich, den leihen wir ganz kurz aus, wa? Nein, schade. Wir haben sie ja festgetackert, den kämen wir sowieso nicht weg. Okay. Ich glaube, wirklich fliegen hier für die Drachentraining muss... Ja, da ist ja schon. Was machst du? Bist du in Gedanken ganz woanders? Ach, Verzeihung. Ich denke nur andauernd über meine Rückkehr nach. In meine eigene Zeit. Wenn ich bloß lernen könnte, einfach genauso wie ihr über die Zeit zu gebieten, dann wäre ich schon erheblich weiter. Mal sehen. Für mich ist es, als würden in allen Dingen Erinnerungen stecken, die ich spüre. Und wenn sich ein Objekt erinnert, wo es einmal war, brauche ich ihm nur noch dorthin zurückzuhelfen. Erinnerungen, sagt ihr? Nur Geduld. Du verstehst sicher bald, was ich meine und findest dann einen Weg nach Hause. Aber Zelda, ich habe das Gefühl, dich bedrückt noch etwas anderes. Du willst zurück in deine Zeit, ganz klar. Doch uns hier zu helfen ist dir mindestens genauso wichtig. Oder? Wie habt ihr... Vor Sonja ein Geheimnis zu bewahren, ist noch niemandem gelungen. Es ist gewiss sehr nett, dass du dich um uns sorgst, Zelda. Aber vielleicht solltest du dich auf deine Zeit konzentrieren. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Du bist verpflichtet, sie zum Schutz deiner eigenen Zeit einzusetzen. Königin Sonja. Und auch dein Link wartet doch ganz gewiss schon auf deine Rückkehr. Nanu? Darf man fragen, wer dieser Link ist? Link ist ein Held aus meiner Zeit. Er hat mich und Hyrule vor einer abgrundtief bösen Macht gerettet. Am Anfang, da war er nur ein ganz gewöhnlicher Ritter, der mir als Leibwächter zugeteilt war. Oh, ein Held also. Link ist der standhafteste und furchtloseste Recke, den es je gegeben hat. Ja. Er ist so stark. Und ein gutes Herz hat er noch dazu. Du scheinst ja große Stücke auf ihn zu halten. Wenn man dich so über ihn sprechen hört, bekommt man direkt Lust, ihn kennenzulernen. Allerdings. Das würde mich auch freuen. Ritterlich und voller Edelmut. Mach uns doch nicht so neugierig, Zelda. Durchaus interessant. Die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Wobei ich mich dann frage, wenn Sonja so gut darin ist, wieso konnte sie halt einfach Zelda zurückschicken? Also in die Zeit, wo Zelda halt herkam. Müsste dann auch funktionieren, wa? Frage ich mich, ob... Ja, ob... Ob was? Können Drachen wirklich weinen?
Nee, sag mir nicht, dass das... Was geht der da oben oder was? Doch, da ist er. Nein, jetzt sag mir nicht, dass das... Das ist wirklich Zelda? Nee. Entschuldigung, das ist ein Weißdrache, ist nicht der. Ah, doch. Heißt ja einfach hier Weißdrache? Hier. Warte mal. Hallo Hamburg wollte ich ja, genau. Monster Weißdrache, sicher, ja. Hoch im Himmel zu Hause Namen verdankt das göttlich anmutende Geschöpf mit der goldenen Mähne, seinem makellos weißen Körper, der das Licht wunderschön reflektiert. Zum anderen wird am Anblick der sanft eingeleiteten Kreatur ganz nostalgisch. Das ist halt doch kein Lichtdrache oder goldener Drache, dann ist das doch Zelda. Das sind die Tränen, die hier erschienen sind bei den Geoglyphen. Die kamen halt, als sie damals, sag jetzt mal, die Himmelsdecke durchstoßen hat, damit wir halt zwischen Himmel und Erde hin und her wandern können. Das heißt eigentlich, dass ich jetzt, ja, Link, bitte finde mich, ich weiß jetzt, wo sie ist, oder das heißt, ich muss zu ihr hoch, oder was? Ach du Scheiße. Ja gut. Wenn sie eine bestimmte Position hätte und dann mit dem Turm nach oben segeln, könnte es klappen. Oder bauen wir einfach ein Gefährt zusammen, ganz ehrlich, ich meine... Wir haben mittlerweile so viele von den Dingern hier. Das Problem ist die Batterie. Ja, ich habe noch zu wenig Batterien, um da hochzukommen. Ich schaffe es auch kaum, hier was zu machen, wa? Okay. Guck mal hier vom Symbol her. Da könnte jetzt irgendwie sowas wie... Kann das Sonja repräsentieren, auf den langen Haaren her? Dann hatten wir noch hier das Master-Schwert. Das macht Sinn. Hier hatten wir Rauro, also quasi das erste Kennenlernen, dann das Ding. Wir wissen, es gibt hier nochmal eine Geoglyphe. Und vielleicht irgendwo anders auch noch hier. Müssen auch noch suchen gehen. Alter Schwede, hey. Ich kann mal gucken, welche Erinnerung es überhaupt ist. Wo bin ich? Es ist die 8. Aber interessant ist natürlich auch, Zelda meint von wegen, dass sie gerne helfen würde, ihre Probleme zu lösen. Also auch gerne helfen, ihre Probleme zu lösen. Aber warum? Was hatten die? Gut, ist natürlich die Frage, wie lange ist das her? Wir wissen aber ja, dass ja offenbar Rauro irgendwie diese Version von Ganondorf gebannt hatte. Für wie viele Jahre auch immer. Müssen mehr als 10.000 Jahre theoretisch sein. Das heißt, es war die Bedrohung ihrer Zeit bereits Ganondorf, also der vielleicht erste Timeline her, keine Ahnung. Da wir halt der Ganondorf nämlich aktuell auch als Problem haben. Okay. Jetzt hier irgendwo der andere Typi. Müsste eigentlich hier sein. Hä, bin ich jetzt doof? Ich hab doch gesagt, er geht zu den Stellen. Ah, da ist er ja. Rezeptor spurlos verschwanden und die einzige Spur ist ein halb gefressener Hyrule-Tanzapfen. Hä? Hinter all dem könnte Prinzessin Zelda stecken und vielleicht auch nicht. Also sie soll Ziegen entführen, während sie da oben als Drache umherfliegt. Also ich gehe davon aus. Ich behaupte einfach mal, dass da oben Zelda ist. Alles andere macht ihnen gar keinen Sinn. Wen soll er fragen? Jacques, Frère, Jacques, dorme, wo bist du, Jacques? Okay. Offenbar, wa?
Tanzapfen. Wenn ich so etwas Ähnliches wie ein Sensor Plus hätte, wie aus Breath of the Wild, könnte ich auch nach Tanzapfen suchen gehen. Natürlich auch ganz nice. Hm. In der Nähe finde ich jetzt gerade irgendwie keinen Hinweis darauf. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Aber egal, wir können jetzt alles haben. Die Suche nach Zelda. Tränen Drachen. Das sind 8 Geoglyphen nach 8 Erinnerungen mindestens. Das Dorf der Orni. Mhm. Ist das ja eigentlich wirklich der nächste Turm, der nächste Schrein quasi? Kann man kaum vorstellen. Aber egal, ich pop mir mal ganz kurz hin, Freunde, dann werden wir uns nächste Folge endlich so ein Orni aufmachen, ist ja wirklich mal. Oh, verdammt, ich war am Stall, hätte eigentlich noch ein Amiibo einscannen können. Zwar dem für Epona, aber können wir ein anderes Mal machen. Wir müssen gucken, was hier bei den Ornis eigentlich so abgeht. Mal gucken, ob der scheiß Eisdrache noch hier ist. Doch ein Schrein direkt beim Dorf zu, aber hier sieht es momentan ein bisschen friedlich aus. Ich sehe, glaube ich, nichts rumfliegen. Na, ist auch besser so, Freunde. Ist auch besser so. Okay, also nächste Folge kurz aufsteigen, dann rüberfliegen und gucken, was dort abgeht. Nehmen wir da den scheiß Wirbelsturm und so. Also hier haben die schon ein paar Probleme. Und ja. Dazu mehr das nächste Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bye bye.